Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer du da bist. Du musst den Unsinn erfahren, um den Sinn zu erkennen. Alles digitalisiert sich, jetzt gerade. Die analoge Intelligenz, die Intelligenz, die alles Leben überhaupt erst erschaffen hat, soll quasi abgeschafft werden, soll dirigiert werden, soll unterwerfen werden. So jedenfalls zeigt sich die übergreifende Art digital fixierter, die eine künstliche Intelligenz nach ihren Vorstellungen durchzwängen wollen. Zuvorderst, auf dem viel zu hohen Ross, hockt ein einziger Mann. Nein, er bemerkt nicht, dass sein Pferd viel zu groß für ihn ist. Und ja, hinter ihm und mit ihm stehen noch eine ganze Anzahl andere Pferde, beritten wohlverstanden mit ebensolchen wie er selbst. Dass sie sich über die Natur und deren Intelligenz stellen, ist ihnen ob der grenzenlosen Gewinnmargen bei ihrem Vorhaben durch diese krankhafte Fixierung offenbar nicht mehr bewusst. Dass sich sowas früher oder später von selbst rächt, steht außer Frage. Bis es dann allerdings soweit ist, wird es unzähliges Leid und Opfer geben, die diesen großspurigen Reitern schlicht und einfach egal sind. Nein, ganz im Gegenteil, sogar. Die Opfer sind für sie eine willkommene und erfüllende Zielsetzung. Ihr Ziel ist, die Menschheit nach ihren Vorstellungen so deutlich zu reduzieren, dass sie ohne Schwierigkeiten und ohne die heute noch anhaltende Gegenwehr eines Widerstandes die für sie tolerierbare Bevölkerungsgröße in diesem Planeten handeln können. So im Stile weniger ist mehr wollen sie sich ihr Kassen- und Wirtschaftssystem neu aufbauen. Und das befreit von Gegenstimmen, die ihnen oder das ihnen dann die Garantie geben soll, ohne großen Aufwand ihre eigenen Ziele erreichen zu können. Diese sind, wie gesagt, in erster Linie die massive Bevölkerungsreduktion und dafür brauchen sie Impfprogramme, Impfpflicht, Zwangsimpfungen und Echtzeitüberwachung eines jeden einzelnen Menschen. Und das mit 5G und 6G. Und natürlich auch eine Nahrungsmittelkette mit ungezählt giftigen, gesundheitsschädlichen Produkten und den weiteren False Flag genannt Pharmamedizin. Eine jede dieser Anwendungen fordert Opfer und bringt das Leid zu Milliarden Menschen. Wie gesagt, mit solchen Dingen halten sich diese Psychopathen nicht auf. Sie verstärken und verstärken es, wo sie können. Nun, dieser einzelne Anführer hat natürlich, wie wir alle auch, einen Namen. Viele Menschen haben ihn in den letzten Monaten kennengelernt oder wissen in der Zwischenzeit, was Bill Gates mit all dem von ihm gesponserten, auf Deutsch dirigierten Organisationen und Firmen vorhat. Und dass er es mehr als nur ernst meint, zeigen auch aus den letzten Jahren die qualvoll verstorbenen und verkrüppelten Opfer seiner Impfkampagnen, zum Beispiel in Kenia oder in Indien. Ungezählte Gerichtsverfahren zeugen davon. Das ist Fakt und kein bisschen Verschwörungstheorie.
dass jetzt in dieser trojanischen Corona-Zeit der von ihm beabsichtigten Impfung inklusive Mikrochip gleich alle 7 Milliarden Menschen zwangsgeimpft werden sollen, zeigt sich das wahre Gesicht all dieser Reiter der Apokalypse, des fremdbestimmten Ablebens und des Versklavens. Praktisch alle dafür benötigten NGOs, Organisationen und Regierungsstellen wurden derart massig mit viel Geld gefüttert, dass sie ihm buchstäblich aus der Hand fressen und tun und lassen, wie von ihm und den daran beteiligten Oligarchen gewünscht und verlangt wird. Sei es die gekaufte WHO, als NGO-Organisationen auch das Davoser WEF, World Economic Forum, das maßgeblich an dieser Planung der neuen Weltordnung, die Unordnung für den Menschen, für das Menschsein und die Ordnung für die Kassen beteiligt ist, oder welche naive Regierung auch immer. Sie alle sind an seinem Gängelband. Auch unsere Schweizer Regierung, die sich blind und feige hinter Verträgen und Vereinbarungen versteckt, die sie selbst mal im naiven Glauben unterschrieben hat, im guten Glauben, ihre Vertragspartner wären aufrechte und seriöse Partner. Dass dem nicht so ist, weiß schon seit geraumer Zeit auch unser Bundesrat. Und dennoch löst er diese Vereinbarungen nicht auf. Im Handelsrecht wäre und ist es üblich, dass durch Hinterlist entstandene Verträge als ungültig erklärt werden. Das weiß der Bundesrat so gut wie jede und jeder Jurist oder Juristin. Und er tut es dennoch nicht. Spätestens ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme, die bereits weit vor 2020 stattgefunden hat, wäre das seine Pflicht gewesen. Noch heute stellen wir nichts fest, das in diese Richtung deutet. Dann stellt sich nicht nur die Frage, nein, es zeigt sich nun deutlich, dass der Gesamtbundesrat allen voran Alain Berset und Simonetta Sommaruga Verrat an Land und Menschen begehen. Die tragischen und bereits zahlreichen Opfer, zahlreich sogar mit Todesfolgen, reden eine ebenso deutliche Sprache wie auch die leider bis zur Hälfte aller Schweizer Klein- und Mittelbetriebe, die ohne ein veritables Wunder bis Ende Jahr ihre Insolvenz, sprich Konkurs, verkünden müssen oder von Großkonzernen zum Spottpreis dann übernommen werden. Wir alle wissen es längst. Corona ist nicht, was uns Bern weismachen will. Die Atemschutzmaske ist nichts anderes als der Maulkorb für die Sklaven, die den selbsternannten Obrigkeiten bereits früher den Sklaven umgebunden hatten. Zudem ist sie toxisch und für Kinder und Ältere und vor allem auch für Vorbelastete extrem gefährlich und ungesund. Wer eine Maske in der Öffentlichkeit trägt und schützt damit niemanden und schadet sich in erster Linie selbst. Wer es wissen will, hat selbst recherchiert oder hat dementsprechend Informationen bekommen. Genauso ergeht es sich mit den sogenannten Corona-Fallzahlen, mit den positiv Getesteten und den angeblich daran Gestorbenen. Es ist ein Unterschied, mit oder an Corona zu sterben. Und schon sind wir wieder bei den Tests. Die zur Verfügung stehenden PCR-Tests werden sogar von Apotheken und Ärzten als äußerst unzuverlässig beschrieben. Die Ungenauigkeiten gehen je nach Aussagen in die Bereiche 30 bis hin zu 80% unzuverlässig. Damit soll diese Corona oder Covid-19, ihr habt ja die Aufschlüsselung von Covid-19 in meinem letzten Video gesehen,
gefunden werden oder eben dann nicht. Und dann verkünden Wissenschaftler, die natürlich in den Systemmedien allesamt verschwiegen oder gerufmordet werden, dass dieser Erreger eine völlig unnatürliche Eigenschaft hat. Diese Meldungen kommen aus Indien, Japan und Frankreich. Corona oder das SARS-2 weist eine RNA-Sequenz von HIV auf. Für die Natur eine Unmöglichkeit. Also ein Erreger aus einem Labor. Ja, diese Unmöglichkeit besteht auch bei vielen Wissenschaftlern. Sie sehen es. Es sei darauf hingewiesen, dass sowas nur in Labors entstanden sein kann. Und dann kommen wir wieder zurück auf die wirklichen Sterblichkeitszahlen von Corona. Swiss Propaganda Research, besucht die Seite mal, SPR. Swiss Propaganda Research schreibt dazu, bis zu 80% der positiv Getesteten blieben symptomlos. Oder laut den Daten der am besten untersuchten Ländern, die Letalität liegt im unteren Promille-Bereich. Nicht Prozent, Promille-Bereich. Und das noch im unteren Bereich. Da kommt keine Grippe dahin. Nee, ist jede Grippe viel gefährlicher. Eine Studie von Nature Medicine kommt selbst für die chinesische Stadt Wuhan zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Medianalter in den meisten Ländern der Verstorbenen liegt bei über 80 Jahren. Das ist und war auch in Italien so. Nur ca. 1% der Verstorbenen hatten keine ernsthaften Vorerkrankungen oder diese Vorerkrankungen wurden nicht erkannt, weil ja Sezieren in vielen Ländern nicht erlaubt ist. Die normale und gängige Gesamtsterblichkeit in der Schweiz liegt bei ca. 200 Menschen pro Tag. Das ist normal. Wir haben da keine Auffälligkeiten. Laut Lungenfachärzten ist die invasive Beatmung kontraproduktiv und schädigt die Lungen zusätzlich. Die Anzahl an Menschen, die aufgrund der Maßnahmen an Arbeitslosigkeit, an psychischen Problemen und häuslicher Gewalt leiden, ist in den USA und weltweit hochgeschnellt. Mehrere Experten gehen davon aus, dass die Maßnahmen mehr Leben fordern könnten als der Corona-Erreger. NSA-Whistleblower Edward Snowden warnt, dass die Corona-Krise für den massiven und permanenten Ausbau weltweiter Überwachungsinstrumente und Systeme genutzt wird. Also NSA lässt grüßen. Der renommierte Virologe Pablo Goldschmidt sprach von einem globalen Medienterror und die totalitären Maßnahmen. Der britische Infektiologe John Oxford sprach von einer Medienepidemie. Es gibt derart vieles, das beschaut werden sollte und kann, denn all die Daten, die verteilt und veröffentlicht werden, kommen von hinten und von vorn nicht zu einem realistischen Ergebnis, wie es uns gezeigt wird. Deutschland will jetzt, wie seit Monaten schon gewarnt, die Impfpflicht, den Impfzwang einführen. Ab dem 15. Mai soll das Gesetz sein. Ich kann nur mit meiner Herzkraft bei den Menschen sein und ihnen raten, aufzustehen, nach Berlin zu laufen und dieses Parlament auseinanderzunehmen, wegzujagen. Solche Bestrebungen sind auch in der Schweiz leider im Gange. Und wie wir schon seit längerem wissen, ist der dafür zuständige Bundesrat Alain Berset ein Freund und Hampelmann der Pharmaindustrie.
der Impfindustrie. Ich möchte gegenwärtig sogar behaupten, der Gesamtbundesrat fährt derzeit dieselbe Schiene als Marionetten der Impfindustrie, als Marionetten der Konzerne. Wer jetzt nicht aufsteht, für seine Grundrechte hinsteht, macht sich derart zum Mittäter und ist durch das eigene passive Verhalten daran beteiligt, die Menschen zu versklaven. Es zeugt von Größe, sich einzugestehen, dass man falsch lag, sich geirrt hat. Jeder Mensch, der wirklich etwas zur Sache wissen will, kann sich selbst informieren. Die Möglichkeiten sind noch da. Zeige also deine Größe, sei klar und sei Mensch und siehe, was da wirklich ist. Komm am Samstag nach Bern und zeige still und friedlich und in deiner Kraft, dass du mit diesem Vorgehen und den Maßnahmen nicht einverstanden bist. Lass dich nicht geistig und seelisch kastrieren. Lebe deinen Mut und zeige Gesicht. Und reserviere dir auch und dringlichst den 7. Juni für den Freedom Walk in Bern. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und erinnere dich an Heinrich Heines Erkenntnis. Wenn die Lüge groß genug wird, wird sie unsichtbar. Hilf mit, sie sichtbar und für alle deutlich zu machen. Vielen Dank fürs Anhören. Vielen Dank für deine Herzkraft. Bis bald in Bern.